Hey Freunde, Servus, hier ist der Renton. Wir schnetzeln weiter in Shadow Warriors, sind jetzt in Kapitel 14, glaube ich, und ich wünsche viel Spaß. Mir genügt es, an Ort und Stelle zu töten. Gefällt mir. So, ihr seht, wir haben den Lift genommen. Genießen die wunderschöne Aussicht, bevor das Blutbad weitergeht. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play und ich bedanke mich an alle, die hier regelmäßig einschalten, die sich das immer anschauen. Ich habe befürchtet, dass es irgendwie zu eintönig wird. Ich hoffe, dem ist nicht so. Weiter da! Guck mal, da geht's schon gut ab. Lass mich raus! Alter, die stecken 2 Kopfschüsse ein. Ah, die sind auch besessen. Seht ihr das? Besessen. Ja, ich weiß, dass da überall Gegner rumhängen. Lass mich doch erstmal. Weg mit dir. Was interessiert denn einen Scheiß? Oh man, I'm slicing through these guys like a samurai sword through flesh and bone. Almost exactly like that, actually. Die Sprüche sind so geil, gell? Einfach weil sie so durch sind. Ich mag das Spiel. Ich find's toll. Okay. Dringen wir weiter vor. Frage ist... Ah! Mit der Bahn. Die Bahn kommt. So, vermutlich ist hier wieder alles voll mit Gegner. Außenrum. Oh my. Old man's definitely not compensating for anything with this. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Halo 2. Nur so ein bisschen. Übrigens, würdet ihr gern Halo 3, Halo 4, Halo 1 noch sehen? Oder lieber Dark Souls 2, wenn Dark Souls 1 rum ist. Ich weiß nicht genau, was so alles kommen sollte, kommen wird. Doom 3 wurde sich auch schon gewünscht. Will ich auch auf jeden Fall noch machen. Weißt du was? Wir machen euch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Lad das Ding mal nach. Dann geht's weiter mit dem Revolver. Gibt so viel, was ich machen würde, aber ich habe so wenig Zeit. Das ist jetzt zum Beispiel hier die letzten 2 Parts und der hier, die sind an einem Stück aufgenommen. Ich habe einen Vormittag Zeit und stecke jetzt wirklich 2-3 Stunden nur da rein, das zu spielen. Das war bei Firewatch genauso. Einen Abend Zeit gehabt. Und den ganzen Abend dann genommen, um für euch aufzunehmen, sage ich mal. Alles, was ich an Freizeit habe, geht quasi ins Aufnehmen. Und trotzdem reicht mir die Zeit nicht immer, alles aktuell zu bringen, alles sofort zu bringen. Ich wollte jetzt Firewatch und Shadow Warrior relativ zügig jetzt noch beenden, damit ich mehr Zeit für Dark Souls habe. Weil dafür braucht man einfach Zeit. Also nur, dass ihr mal so ein bisschen im Bilde seid, wie das hier abläuft. Muss man ja auch bedenken, dass ich pro Part so 8 Stunden brauche, um den überhaupt hochzuladen. Was auch relativ nervig ist. Aber ich mach's ja gern, ne? Das macht mir seit Jahren das Spaß. Und wenn dann ein bisschen Feedback von euch kommt und ich merke, es gefällt euch auch und ihr seid gern dabei, das macht so viel Freude, gell? Also an der Stelle nochmal ein großes Danke an alle von euch, die immer dabei sind. Oh, da ist mein Dämonenherz leer. Ja, viel angenehmer für mich wäre es natürlich, wenn meine Internetverbindung besser wäre. Dann könnte ich erstens streamen, wo man sich mal einen Abend nimmt und das Ganze an einem Stück macht und ihr live dabei seid. Und auf der anderen Seite wäre das Zeug viel, viel schneller hochgeladen. War nix.
Ah, warum habe ich eigentlich jetzt das Schwert genommen? So. Wie ihr seht, haben wir wieder 3 Siegel, die es zu öffnen gilt. Ich gehe zuerst mal hier nach links. Einfach, weil ich es kann. Die Tür geht noch nicht auf, das heißt, wir haben einen vordefinierten Weg, wo wir hin müssen anscheinend. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo eine blinkende Tür sehe. Ja, die scheinen alle zu sein. Vielleicht auch hier runter. Ich weiß es noch nicht, ich sehe es noch nicht. Ja, dass man sich ducken kann, gell? Ich habe das so gut wie noch nie benutzt in dem Spiel. In jedem anderen Ego-Shooter immer schön ducken und schießen. Aber hier kein Stück. Gehen wir mal geradeaus, hä? Wie wären das? Einfach mal geradeaus zu dem Siegel selbst gehen. Und wir sehen auch schon, dass hier eine Tür auf ist. Und Gott, juckt mich mein Fuß. What the fuck? Ja, ich habe gelernt, dass der das Zeug in den Kisten automatisch einsammelt. Und ich nicht dran stehen bleiben muss. Das habt ihr in den letzten Parts vielleicht bemerkt. Der Viererfetzer. Der Viererfetzer. Bam, bam, bam. Und bam. Der letzte Bam war ein bisschen daneben gebammt. So, gehen wir mal rechts in die Tür rein. Ja, da ist das nächste Siegel. Boom. Und jetzt bin ich gespannt, wo das letzte ist. Wir brauchen das rote Siegel. Ich gucke hinten die Türen, ob da irgendwas gelb aufblinkt. Nee. Gucke ich mal weiter rechts. Ja, das war stellenweise war das mein größter Feind hier in dem Spiel. Die Wege zu finden. Ihr habt es ja gemerkt an dem Part, der mir immer im Kopf bleiben wird, grüne Hölle. Da habe ich extra mal vorgespult, damit ihr das mal seht, wenn ich das zusammenschneide, was da so alles drin ist. Sorry, wenn dann mal eine Minute zwischendrin einfach nur sinnloses Rumgerenne war. Weil ich wollte es einfach mal verdeutlichen. Jawohl. Stimmt, ich habe ja noch hier die Shuriken. Das sind Sachen, die vergesse ich komplett, weil ich sie einfach nie benutze. Ich finde es aber cool, dass jetzt mal normale Gegner, die von Dämonen besessen sind, kommen. Ist mal eine gediegene Abwechslung. Lo Wang, good of you to join us. Give me the sword. I will let you live. Oh, nice try. You really expect to defeat me without the help of this Hoji? We can do this the easy way, or we can do Oh, this... come now. A man like you deserves a little spectacle before he draws his last breath. You should take this act on the road, Zilla. You kill in Vegas. I'm content to kill right here. Thank you. Let's fetz. Ja, so wird gefetzt. Alter, ich bin hier auf engstem Raum. Gefangen. Gut. Finde die Flüsterin. Glückskeks!
Wer da einen Rat von einem Keks für voll nimmt, der soll wahrlich zerbröseln. Gefällt mir. Die Kekse und die Kapitelnamen, das sind meine Highlights in dem Spiel. Okay. Dann lass uns mal weitergehen. Wenn es weitergeht. Wo muss ich hin, verdammte Scheiße? Ah. Jetzt gehen hier auch überall die Türen auf, komischerweise. Oh mein Gott. Soll sich heilen? Das war knapp. Oh Gott. So, jetzt. In alter Frische wird jetzt weiter gefetzt. Warum halten der sich nicht mehr? Rechts und L2. Jetzt geht's. So. Medikit. Das wird eklig. Gut. Gut. Oh je. What's that sound? Oh, ein Kristall. Hat man schon lange nicht mehr hier. Wie viel Cash habe ich? 2000. Kann ich da irgendwas verbessern? So. Nein. Kräfte. Tiefer Sturm. Das Wissen, das Ki durch alles strömt, ermöglicht. Reichweite wird auf 30 schwer. Mach mal. Machen wir doch einfach. Das Leveldesign gefällt mir sehr gut. Außer, dass manche Levels eben dafür ausgelegt sind. Krieg ich das von hier kaputt? Ja, ne? Nee. Außer, dass manche Levels so ausgelegt sind, dass du dir einen Wolf suchst. Wie es jetzt weitergeht. Bam. Das geht so nicht auf. Aber so. Okay, wir sollten alles hier haben. Okay. Übrigens, Hard Reset kommt demnächst auch für Konsolen raus. Und in einer Enhanced Edition. Ach nee. Komm her. Jawohl. Make peace before I turn you into pieces. Geht noch nicht.
Die sehen ein bisschen aus wie die neuen Revenants in Doom 4. Oder einfach nur Doom. Welches ich übrigens auch unbedingt Let's Playen will. Also da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe mir die Collectors Edition in Frankreich bestellt. Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob es hierzulande überhaupt rauskommt und wenn, ob es ungeschnitten rauskommt. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher und bestelle es aus dem Ausland, auch wenn ich ein paar Tage länger drauf warten muss. Aber als absoluter Doom-Fan, ihr seht es ja im Hintergrund das Doom-Poster, habe ich die Collectors Edition gebraucht. Das war wichtig. Ah ja. Hopp. Hoppa. Jawohl. Okay. Siegelfrei. Können durch. Mal gespannt, wie lange das Kapitel geht. Wir sind jetzt schon bei 17 Minuten. Müsste ich den Part eigentlich bald beenden. Ich glaube, ich mache es auch lieber hier, bevor es zu lang wird oder zu spannend. Danke fürs Zuschauen. Sorry, dass ich jetzt mittendrin einfach abgebrochen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal.